Dann wird die Johannes-Offenbarung wahr, dass jeder das Zeichen des Tieres tragen muss. Oder zumindest das, was David Icke sagt seit Jahren, dass die Elite darauf hinarbeitet, die Bevölkerung zu microchippen. Scheinbar ist es wirklich, worauf es jetzt ausläuft. Also, aber Jane, wenn die Bundeswehr verweigern kann und sagen, wir wollen einen besseren Impfstoff haben, ja. ist es doch eigentlich auch ein positives Zeichen. Vielleicht könnte das erste Anzeichen dafür sein, dass Deutschland da ausschert und zuerst mal natürlich mit der Staatsmacht, aber vielleicht könnten wir uns dranhängen und sagen, wir wollen das auch nicht, das Zeug. Absolut. Können wir euch selber geben. Ich glaube, es hat schon jetzt eine Debatte entfachtet. Wenn die Bundeswehr sagt, das ist zu gefährlich für unsere Soldaten, warum ist es nicht zu gefährlich für die Zivilbevölkerung? Ja. Also warum wird es überhaupt irgendjemandem geben? Und es ist ein Konflikt jetzt zwischen diejenigen Leute, die in der deutschen Regierung und diese Impfkommissionen verantwortlich sind, wie Ulle Schmidt und so weiter, die eigentlich nicht für die deutsche Bevölkerung arbeiten, sondern die für die Weltgesundheitsorganisation, für die UN, für die Bankiers, die dahinter stehen, die Rothschilds, die Rockefellers, die versuchen, das Zeug auf die deutsche Bevölkerung zu pushen. Und die Elemente innerhalb der deutschen Gesellschaft, wie die Bundeswehr, die bestimmte Ärzte, wie der Virolog Alexander Keukele, ich glaube, heißt er aus Halle, die sagen, das ist ein Wahnsinn, was hier im Grunde genommen vorgeht. Nicht, das ist ein gefährliches Impfstoff. Glaubst du, dass wir eine Chance haben werden, uns dagegen zur Wehr zu setzen oder zu sagen, nee, danke, also ich möchte das Zeug nicht absolut, haben? Absolut. Im Grunde genommen, je mehr Leute sagen, wir wollen es nicht haben, wir nehmen es nicht freiwillig, wir beugen uns nicht den Druck, wir beugen uns nicht diese hysterische Meldungen, die absichtlich durch den Medien an die Leute gegeben werden, um sie die Befürchtungen anzuheizen. Wenn genügend Leute standhaft bleiben und sagen Nein, dann kann, was eine relativ kleine Gruppe von Menschen ist, dass diese Impfstoff nicht an die Bevölkerung erzwingen. Wie weit würdest du persönlich gehen, um den Impfstoff nicht zu nehmen? Ich werde es auf keinen Fall nehmen. Ich nehme auf keinen Fall diesen Impfstoff. Also, wie gesagt, selbst... Du würdest bereit sein, deinen Beruf zu verlieren, wenn du noch einen hättest? Ja. Also ich kann nur sagen, ich nehme diesen Impfstoff auf keinen Fall. Keine Diskussion. Und ich auch nicht. Ja, und ich nehme auf keinen Fall, weil... Ich würde auch außer Landes gehen. Ja, also wenn man das schafft, weil... Wohin? Wohin? Das ist das Problem. Was in Deutschland jetzt passiert in allen Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation. Das sind insgesamt 194 Staaten. Oh, da bleibt nicht viel übrig. Ja, bleibt nicht viel übrig. Afrika vielleicht? Afrika, da haben sie zwar andere Probleme, mit denen sie kämpfen müssen, aber ich glaube, da könnte man vielleicht tatsächlich eine kurze Zeit untertauchen. Von Slowenien habe ich, glaube ich, von dir gehört. Es gibt keinen Pandemieplan zumindest nicht. Also das bedeutet, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist für die Regierung, eine Zwangsimpfung und Zwangsquarantäne durchzuführen. Jedes Land, das einen Pandemieplan hat die Regel oder die Gesetze schon in Kraft, die aktiviert sein können, die eine Zwangsimpfung und Zwangsquarantäne eventuell ermöglichen. Wie müssen wir uns das eigentlich vorstellen? Wird es da Rollkommandos geben, die durch die Schulen gehen, durch die Gefängnisse, Leute impfen, ohne zu fragen? Wird es da Straßensperren geben, die uns kontrollieren? Haben sie schon ihre Impfung bekommen? Ja, also es läuft darauf hin. Also der Plan scheint stufenweise voranzugehen. Zuerst, wenn sie die Freiwilligen nehmen. Freiwillig nehmen. Es kann sein, dass viele dieses Impfstoff kontaminiert ist und durch diese Kontamination wird eine Pandemie ausgelöst. Dann wird der Rest der Bevölkerung umso mehr überzeugt, dass wirklich eine Gefahr droht. Oh, wir müssen uns schnell die Impfung besorgen. Werden schon so viele krank. Ja, und viele werden dann freiwillig hingehen und dann, was übrig bleibt, wird dann Briefe bekommen und man wird aufgefordert, zu einem Impfzentrum zu einem bestimmten Zeitpunkt zu gehen und man hat, die Briefe sind schon da als Vorlage. Woher weißt du das? Also man kann die Vorlagen von solchen Briefen schon lesen, zum Beispiel in Frankreich. Die Gesundheitsministerin hat schon so eine Vorlage vorbereitet, auch in England, auch in den USA. Briefe, die einen auffordern, zum Impfen zu kommen, weil sonst...
Ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht. Und man hat keine Wahl. Also es wird bestimmte Termine werden genannt und man muss dann man muss dann erscheinen zu einem bestimmten Termin. Und ich nehme an, so möchten Sie vorangehen. Jeez, ich habe immer gedacht, das ist der Stoff, aus dem so Thriller gemacht werden in Hollywood, aber dass Ja, das in ja. unserer Realität passiert, hätte ich mir früher nie träumen lassen. Es ist wie gesagt, eine Wahnsinnsplan und Verbrechen, das jetzt das jetzt abläuft. Gibt es nicht irgendjemand, der dich widerlegt, der uns aufweckt und sagt, hey, das ist doch nur ein Traum? Also es wäre schon, aber die Leute, wenn sie die Dokumente anschauen, können sie sehen, dass alles, was ich sage, wird durch die Tatsachen belegt. Also auch wenn die Gesundheitsministerin sagt nun, dieser Impfstoff ist sicher und so weiter und so weiter. Die Tatsache ist, wenn man die Dokumente und so weiter anschaut, von der EU und die Behörden, da kann man lesen, dass dieser Impfstoff nicht auf Sicherheit und Wirksamkeit geprobt wird, bevor es die Bevölkerung verabreicht wird, dass schwangere Frauen und Kinder nicht mit diesem Impfstoff getestet würde und sie trotzdem eine Zielgruppe sind. Also es klüft eine riesige Kluft zwischen was die Gesundheitsministerin und die Behörden sagen über diesen Impfstoff und wenn man forscht und sieht, was man entdeckt. Und deswegen Was muss können wir man jetzt machen, Jane? Das Beste ist, so viele Leute wie möglich zu informieren, nicht auf keinen Fall impfen gehen zu lassen. Und auf langfristig, glaube ich, muss hier eine richtige Untersuchung unternommen werden von was überhaupt hier passiert ist. Warum ist eine Pandemie Alarmstufe 6 überhaupt ausgerufen gewesen, wenn wir alle sehen können, es gibt im Grunde genommen gar keine Gefahr von dieser sogenannten Schweinegrippe. Also die Weltgesundheitsorganisation hatte im Juni eine Pandemie Stufe 6 Alarm ausgerufen, zu einem Zeitpunkt, als vielleicht hunderte Leute angeblich von dieser Schweinegrippe gestorben sind und wo Ärzte gesagt haben, dass es sehr mild und verursacht kaum Schaden. Was ist hier überhaupt los? Was ist die Begründung für solch eine Alarmstufe 6? Es wird zunehmend klar, dass die Begründung ist, oder es ist nur ein Vorwurf, um politische und finanzielle Ziele zu verfolgen, dass durch diese Pandemie-Alarmstufe 6 Ausruf hat die Weltgesundheitsorganisation und die Pharmaunternehmen die Möglichkeit, Macht zu erweitern über Regierungen, über Länder um die Welt. Die Weltgesundheitsorganisation kann über Krisenstäbe, die in jedes Land aufgestellt werden, Macht über Polizei und die Gesundheitsorgane direkt übernehmen. Und diese Krisenkomitees oder Stäbe können schalten und walten, wie sie wollen, Ja. angeblich um die Pandemienotfall einzudämmen. Könnte ich auch so eine Anklage erheben? Oder andere Leute, die dieses Video sehen? Was müssen wir wissen, um das Gleiche zu machen wie du? Also ich glaube, das Gesetz funktioniert nicht. Das habe ich entdeckt jetzt in Österreich. Die Polizei haben ihre Funktion nicht erfüllt. Sie haben zwar ermittelt, aber es kam zu gar nichts. Deswegen ist es so nötig jetzt, dass die gewöhnlichen Menschen verstehen, dass die Behörden ihnen nicht schützen. Sie sind sogar ganz korrupt und in der Hände von dieser Banking-Kartell und sie müssen handeln. Die Leute müssen jetzt zusammentun, schließen, protestieren, demonstrieren, verlangen, dass dieser Impfstoff nicht verabreicht wird und vor allem nicht, wenn die Pharmaunternehmen sich Immunität gegeben haben oder die Regierung diese Pharmaunternehmen im Voraus Immunität gegen Schaden gegeben haben. Es ist eine Zeit für die Bürger, Zivilcourage wieder zu zeigen und wie gesagt, der ganz gewöhnliche Bürger aufzustehen und forschen und protestieren und auf eine richtige Untersuchung zu bestehen. Das ist jetzt, was man machen muss. Danke, Jane. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Dankeschön. Danke, Thomas.